Alle 2 Monate bin ich für euch in Bayern unterwegs und schaue mich ein bisschen um. Dabei komme ich an Orte, an denen ich noch nicht war, treffe Menschen, die ich noch nicht kenne und erlebe Sachen, die ich noch nicht erlebt habe. Das schwäbische Donautal liegt in Bayern. Die wenigsten wissen nämlich, dass Schwaben auch in Bayern liegt. Durchs Donautal fließt, was Wunder, die Donau. Und entlang der Donau führen Rad- und Wanderwege. Und zwar derart reichlich, dass es sich alleine schon lohnt, irgendwo zwischen Dillingen und Günzburg die eine oder andere Woche in der Natur zu verbringen. Wege wollen gepflegt werden und dafür gibt's Zuständigkeiten. Ja, ich bin Roland Weimer, bin hauptamtlich bestellter Wegewart für die Landkreise Dillingen, Donau und Günzburg und kümmere mich um sämtliche touristischen Rad- und Wanderwege in diesen beiden Landkreisen. Die Fläche selber mal insgesamt sind 1500 Quadratkilometer, also dann doch recht ordentlich, dadurch, dass es recht dünn besiedelt ist. Gesamte Radwegenetz sind 1600 Kilometer. Ich kümmere mich um 1400 Kilometer, gesamte Streckenlänge der touristischen Radwege. Und die anderen 200 Kilometer? Das sind dann meistens dann vom allgemeinen Radwegenetz, die von den Landkreisen selber dann gepflegt oder beobachtet werden und stehen dann in der Verantwortung der einzelnen Kommunen. Wie oft sehen Sie jeden einzelnen Kilometer dieser 1400 Kilometer? Manche Streckenabschnitte mehrmals, weil sich doch die Touren, weil ich den Tourenreihen immer diese einzelnen Touren abfahre zum Kontrollieren und die dann doch teilweise parallel verlaufen. Dadurch kommt es zu Mehrfachkontrollen einzelner Streckenabschnitte. Aber es ist für mich schwer zu sagen, ich kontrolliere die Streckenabschnitte, die doppelt belegt sind, dann nicht, weil das schwer zu dokumentieren ist. Es ist dann weniger Zeitaufwand, das dann jedes Mal mit zu kontrollieren. Und ja, dadurch kommen die Kilometer zusammen. Gefahrene Kilometer pro Jahr sind es mit dem Auto nicht allzu viel, das sind vielleicht 15.000 bis 18.000 Kilometer. Also normale durchschnittliche Autonutzung ist das ja. Allerdings müssen wir den durchschnittlichen Kilometerschnitt sehen, der liegt bei maximal 30 Stundenkilometer. Dadurch erkennt man, wie viel Zeit verbringe ich im Auto und dann noch zusätzlich die Arbeit, wenn das Auto steht. Sie sind sozusagen der Hausmeister der Fahrradwege. Kann man so bezeichnen, ja, absolut. Wie sind Sie Wegewart geworden? Das war Zufall. Durch meine vorhergehende Tätigkeit hatte ich, das war im Autobereich Lackreparatur, als Selbstständiger ursprünglich hatten mein Vorgänger an diesem Serviceauto einen Lackschaden. Habe ich gesagt, kann ich machen. Dadurch kannte ich meinen Vorgänger, den Wegewart, und der hat so nebenher fallen lassen, noch ein Jahr und dann gehe ich in Rente. Ich habe spaßeshalber gesagt, dann kann man sich ja bewerben. Und auf eine Grund der wirtschaftlichen kleinen Rezession hatte ich dann in meinem Betrieb zu wenig Arbeit. Meine Mitarbeiter habe ich gefragt, bleibt ihr dabei? Dann haben die gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, okay, für euch reicht die Arbeit. Wenn ich dabei bin, nicht mehr, dann suche ich mir was. Hab mich dran erinnert an dieses Gespräch und habe mich einfach vorgestellt aufs Blaue und bin ohne große Bewerbungsmappe nur einen Lebenslauf abgegeben, dann eingewiesen worden, konnte dann mich auch frei nehmen, wurde eingearbeitet und es war genau das, auf das mein Leben gewartet hat. Und jetzt haben wir 2 Landkreise, einen Wegewart und damit eine bayernweit einzigartige Kooperation. Machen Sie das eigentlich ganz alleine? Oder haben Sie noch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Sie da unterstützen können? Also im Radwegekontrolle und Qualitätskontrolle bin ich alleine unterwegs. Für die Wanderwege, im Speziellen jetzt unser Premium-Wanderweg, der Donauwaldwanderweg, da habe ich sehr gute Unterstützung über ehrenamtliche Wegepaten. Von so einer hören wir nachher auch noch. Die dann Abschnitte von diesem knapp 60 Kilometer langen Wanderweg dann übernehmen, regelmäßig dann ablaufen. Was macht die Qualität eines Radwegs aus, für die Sie verantwortlich sind? Worauf achten Sie? Ja, wir unterscheiden hier ja in die allgemeinen touristischen Radwege, die wir ja doch eine gewisse Anzahl haben. Insgesamt sind es 30 Thementouren, zum Beispiel auf Römerspuren entlang der Via Danubia oder die Flussradwege von Mindel, Kammel, Günz, Zusam und Brenz.
Plus zusätzlich, das sind jetzt die normalen touristischen Radwege, wo dann die Beschilderung passen muss und die dazugehörigen Symboleinhänger, damit die Radfahrer sich zurechtfinden, wo sie hinfahren müssen. Von denen unterscheiden sich dann 2 Radwege, die als Premium-Radwege zertifiziert sind. Aha. Die unterliegen einer höheren Qualität, die vorgegeben wird bei den Radwegen vom ADFC, vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Die stellen ein Qualitätskriterium für Radwege auf. Darunter fallen unter anderem die Wegebeschaffenheit, Also die Fahrbahnbelag. Fahrbahnbelag, genau. Dadurch, dass wir hier in unserem schwäbischen Bereich, in dem Bereich jetzt im Donauradweg, mit den 60 Kilometer, der durch diese beiden Landkreise hier geht, haben wir relativ viele Schotterwege. Mit dem Rennrad sollte ich also lieber nicht kommen. Die eignen sich bei uns nicht. Eindeutig ist nein. Was mehr kommt, sind die Gravelbikes. Denen ist nicht viel genug. Ja, die hätten gern noch ein bisschen mehr, teilweise vielleicht sogar noch einen gröberen Schotter. Das ist jetzt etwas, was jetzt, wenn wir das Siegel vom ADFC haben möchten mit den 4 Sternen, da ist es doch gewünscht, dass man mit einem Trekking, mit einem Tourenrad gut zurechtkommt. Und ja, wie gesagt, da hatten wir vorhin kurz diese Qualitätskriterien nochmal, über die wir ja auf dieses Thema gekommen sind, was die aufstellen, was alles so ein Radweg attraktiv macht. Ist es einerseits die Wegequalität, die Beschilderungsqualität, aber auch noch ganz andere Sachen wie jetzt Ruheplätze, Aussicht, abwechslungsreich, mal am Wasser, mal an Seen entlang, mal durch den Wald, dass einfach eine Abwechslung, nicht stur direkt nur an der Donau entlang. Und dass wir da eine gewisse Abwechslung haben, ist dann auch notwendig. Das sind alles Kriterienpunkte, die dann mit einem gewissen Bewertungsschlüssel in eine riesige Tabelle eingefügt werden, die dann und gewisse Punktzahlen bekommen. Und unter dem Strich müssen wir die und die Punktzahl erreichen, damit wir diese 4 Sterne bekommen. Wenn es an der Donau lang geht, ist es wahrscheinlich flach, weil in Flusstälern ist es ja in der Regel flach. Gibt es Steigungen? Also gibt's anstrengende Strecken, wo ich vielleicht lieber ein Elektrofahrrad haben wollen würde? Jetzt am Donauradweg ist nicht notwendig. Wir haben ja noch den zweiten, den weitaus größeren von unserer Sicht zu betreuenden Donautäler. Dieser Premium-Radweg führt durch und entlang von insgesamt 14 Nebenflusstälern der Donau. Es gibt nämlich abseits der mächtigen Donau auch noch reichlich malerische Landschaften drumherum. Da fahren wir komplett um den Günzburger Landkreis und Dillinger Landkreis drumherum, streift dann die Ostalb, der Alb-Donau-Kreis, Ulm, Neu-Ulm, als auch Unterallgäu und Augsburg. So immer so eine kleine Abschnitt, der dann da reinreicht. Idealerweise fährt man dann auf 5 Etappen und da hat man dann im Schnitt so, sage ich mal so, ja, 450, 500 Höhenmeter maximal auf einer Etappe. 5 Etappen, da wäre ich 70 Kilometer am Tag. Das mache ich lieber elektrisch, ja. Ja. Ich persönlich in der Zwischenzeit auch. Wenn ich jetzt einige dieser 1400 Kilometer touristische Radwege fahren wollen würde, kann ich das ganze Jahr über machen oder gibt es irgendwo auch eine Ruhezeit im Winter, wo sich auch niemand um die Wege kümmert? Bei den Radwegen ist es theoretisch, wenn es die nicht gerade Glatteis hat, das ganze Jahr möglich. Wenn jetzt irgendwie, es ist jetzt Dezember und ich stapfe da durch den Wald, rufen Sie mich dann zur Ordnung, wenn Sie mich da finden? Nein, es gibt keine Verbote. Denn Verbote beinhalten gleichzeitig auch ja letztendlich einen Strafenkatalog. Das heißt, wenn du das nicht machst, dann, wir plädieren da eher dann auf Verständnis. Und genauso jetzt in den Bereichen, wo dann Wanderwege und Radwege, wenn es auch wenig ist, dann mal parallel verlaufen, dann auf Rücksichtnahme, ja. Aber ich würde mal vermuten, das funktioniert automatisch, oder? Die Rücksichtnahme. Ich persönlich habe jetzt noch keine wenige Negativstimmen gehört. Sicherlich der ein oder andere, der sich dann darüber ärgert. Wir haben hin und wieder dann doch, gerade bei den Single-Track-Bereichen, bei den Wanderwegen, dann doch auch wieder Mountainbiker, die sich dann doch nicht zurückhalten können. Ich habe insofern ein Verständnis, dass es denen Spaß macht. Ja. Aber man müssen auch gewaltig berücksichtigen in Bezug auf Erosion und Bodenverdichtung, was Fahrräder, Radfahrer mehr verursachen.
Das heißt, so die 2 kleinen Punkte auf einem Rad, das heißt die Person plus das Fahrrad, reden wir von, wenn es kein E-Bike ist, von 25 bis knapp 30 Kilo, bei einem E-Bike bei 40 Kilogramm auf eine kleine Fläche. Wir haben da eine über 20-fache höhere Bodenverdichtung, als wenn ich wandere. Das ist das eine, allein dadurch, dass ich stehe. Das im Donauwald, in einem moorigen, moosigen Bereich, bedeutet das der Tod für die Kleinstlebewesen in der Erde. Unabhängig davon, beim Bremsen, Beschleunigen, die Erosion, wir haben jetzt nicht allzu viele Gefäll und Steigungen dabei, aber allein auf der Ebene, wenn ich an eine Kreuzung ranfahre, an der Bremse, verschiebe ich den ganzen weichen Boden. Es ist eine irreparable Beschädigung und dessen sind sich die Radfahrer nicht bewusst. Bevor ich diese Tätigkeit begonnen habe, war ich auch ein leidenschaftlicher Mountainbiker und ja, ich habe dann, was das meine Vergangenheit angeht, fast auch ein schlechtes Gewissen, ja. Bleib auf dem Weg, das ist ja wahrscheinlich sowieso, ne? Also ja. Sollte in der Zwischenzeit, vor allem wenn man dann in sensible Bereiche wie Naturschutzgebiete geht oder dann auch dort, wenn man merkt, jetzt kommt man in einen relativ stillen Bereich, wo dann doch auch die Jagd da ist, wobei die Tiere selber nach meinem Empfinden sich von den Wanderern wenig stören lassen. Das ist meine subjektive Auffassung. Ja, nette Begebenheit, die ich mal hatte, die erkennen sogar mein Auto und wissen, von dem geht keine Gefahr aus. Ich hatte mal das war jetzt nicht auf dem Donauwaldwanderweg, das war dann Bereich dann ins Kesseltal, in den nördlichen Bereich von Landkreis Dillingen, der letzte Ausläufer der Schwäbischen Alb, das ist ein Höhenzug, sehr stark bewaldet und da ist das Wild doch recht präsent. Und führt auch unter anderem unseren Donautäler vorbei, der Siebenkapellenweg, den hatten wir noch gar nicht angesprochen. Der gehört jetzt nicht zu den prämierten oder Premium-Wegen, aber doch sehr groß akzeptierten. Und dort in der Gegend, wunderbare Ruhe, morgens um 7:30 sitze ich da im Auto, fahre langsam dahin, halte an und gucke mir noch mal einen Wegweiser an und 5 Meter neben mir steht ein Reh, guckt zurück. Und esst gemütlich weiter. Ja, nicht? Ich denke, die Tiere sind intelligenter, als wir glauben. Sie sagten gerade Siebenkapellenweg. Ja. Was ist das? Ist das ein Radweg oder ein Wanderweg? Das ist in der Zwischenzeit ein Radweg. Diese 7 Kapellen kommen von der Denzel Stiftung. Ein Unternehmer aus Wertingen, der aus Dankbarkeit zu Zeiten seiner Flucht, dass er ja unbeschadet hat Fuß fassen können, aus Dankbarkeit diese 7 Kapellen hat errichten lassen. Und wir reden jetzt nicht von so Eckdingsen, wo so eine kleine Jungfrau drin sitzt oder sowas, sondern das sind richtige Gebäude, ne? Das sind richtige Gebäude mit einem interessanten Ansatz. Sie müssen aus Holz sein. Der Herr Denzel hat ein Holzunternehmen, dadurch diese Verbindung. Und es muss ein Kreuz enthalten. Die Idee war, an ausgewählten Orten an den Radwegen ein neues Zeichensystem entstehen zu lassen. Und zwar ein Zeichensystem aus Gebäuden zur Rast und Besinnung während der Radtour. Außerdem wollte man die Tradition des Kapellenbaus in die Gegenwart übertragen und hat darum jede Kapelle von jeweils einem anderen Architekten gestalten lassen. Die durften, ausgewählten Stellen selber entscheiden, hier möchte ich sie bauen, hier möchte ich sie bauen und hatten ihre eigene Kreativität, freien Lauf, wie sie diese Kapelle in die Natur einfügen. Wirklich absolut gelungen. Jede einzelne für sich. Wie lang ist dieser 7-Kapellenweg? Das sind 159 Kilometer. Okay, da brauche ich auch 3 Tage für. In 2 Tagen ist es leistbar, ja. Nee, man kann sich gerne 3 Tage dafür Zeit nehmen. Mit den Übernachtungsmöglichkeiten passt es dann auch ganz gut mit 2 Hotels, wo man das dann schön verbinden kann. Die Aufteilung der Kapellen passt dann zu den Tagen, die man unterwegs ist, dass nicht an einem Tag fast alle da sind und dann an einem Tag nichts. Das passt dann, ist auch schön verteilt. Sie sagten vorhin den Begriff Themenrundwege. Ja. Was ist das jetzt? Themenrundwege, das heißt, es sind Radrundwege im Schnitt so um die 40, 50, 60 Kilometer. Also so eine Tagesausflugsrunde, die dann unterschiedlich betitelt sind.
Zum Beispiel den Denkmalweg 1704 anlässlich der Schlacht von Blenheim im Jahr 1704. Die Schlacht von Blenheim, eigentlich die Schlacht von Blindheim. Blindheim gehört heute zum Landkreis Dillingen und diese Schlacht gilt als die erste bedeutende Kampfhandlung im Spanischen Erbfolgekrieg. Damals hatte ein preußisch-englisches Heer verhindert, dass Frankreich Richtung Wien marschieren konnte und gleichzeitig haben sie dabei den Mythos der französischen Armee nachhaltig zerstört, denn die galt bis Blindheim als unbesiegbar. Dann Alb und Donau, wo man dann von Dillingen aus auf die Schwäbische Alb und wieder zurück zur Donau fährt, wo man ein bisschen Höhenmeter hat. Es gibt im Günzburger Bereich Hammerheimat Höselhurst. Höselhurst ist ein Ort. Ach so, ich dachte, das wäre irgendein bayerischer Begriff. Der Hammer für eine Hammermühle, an der man vorbeikommt in Hammerstetten. Dazu das Höselhurst nicht weit davon weg. Und das bedeutet letztendlich, ja, die verbunden dann die Heimat. Ist eigentlich ziemlich ein Zentrum vom Landkreis Günzburg. Finde ich ein nettes Wortspiel, so dann dort im Günzburger Bereich Seen-Selig nennt sich das. Seen-Selig. Ja, das ist ein schöner Radweg, wo man entlang von vielen Baggerseen kommt. Schöne Ausflugsnaherholungsgebiete wie der Oberrieder Weiher. Darf man da überall baden? Meines Wissens nach sind das alles Baggerseen, die öffentlich sind, aber es nicht gern gesehen ist, wenn sie nicht ein Schild dran ist, dass Baden erlaubt ist. Ich glaube, in Bayern gibt es eine Regelung, dass kein Gewässer versperrt werden darf zum Baden. Artikel 141 der Bayerischen Verfassung sagt, Staat und Gemeinde sind berechtigt und verpflichtet, der Allgemeinheit die Zugänge zu Bergen, Seen, Flüssen und sonstigen landschaftlichen Schönheiten freizuhalten. Und landschaftliche Schönheiten haben wir fast im Überfluss. Ich tue mich da immer schwer, diese Highlights Wo sind Sie am liebsten? Persönlich bin sehr gerne, wenn ich dort ankomme, halte ich immer kurz inne. Das ist der Oberrieder Weiher, den wir kurz vorhin schon angesprochen haben, ganz im südlichsten Punkt im Landkreis Günzburg. Wie gesagt, das Naherholungsgebiet, wo der See dann auch genutzt wird als Segelparadies, Surfparadies, als Campingstelle oder Campingplatz. Es ist nett, es ist großräumig, es ist nicht dicht, es ist keine Hektik. Trotz der doch einigen Menschen verläuft sich's dann relativ gut. Man ist von dem See dann auch gleich ein paar Meter weiter weg gelaufen, ist in absoluter Ruhe an einem Nachbarsee, wo man schön drum rumlaufen kann. Ein sehr schöner, erholsamer Ort. Ein weiterer Punkt, der mir sehr gut noch gefällt, ist die Brenzmündung, wo die Brenz, die aus dem Württemberg von der Schwäbischen Alb runterkommt, vom Norden und mündet hier in Lauingen in die Donau. Finde ich persönlich als ein richtig schöner Kraftort. Ich habe den Verdacht, dass Sie ein Faible für Wasser haben. Ist das so erkennbar? So offensichtlich. Roland Weimer, vielen Dank. Gerne. Ich bin Anneliese Menz, bin im Ruhestand, gehe gern spazieren. Die Natur liegt mir, gehe auch gern mit anderen Leuten wandern. Donau-Waldwanderweg über die VHS mache ich Angebote, sodass immer wieder Gruppen zustande kommen, die sich dann ganz gut verstehen und die miteinander einfach die Natur genießen. Und Sie sind Wegepatin. Ja. Was genau ist eine Wegepatin? Ich war vorher Gästeführerin schon und habe den Wegepaten dann zusätzlich dazu gemacht. Ich habe einen Teil des Weges, 2 Kilometer, die ich bewandere, begehe und schaue, ob da Abfall rumliegt oder Äste reinhängen, sodass der Weg also einfach gut ist. Also wir schauen natürlich auch, dass die Wegweiser auf dem Weg sind, dass man so an jeder Abzweigung oder Stelle, wo man nicht weiß, rechts oder links, so ein Wegweiser dort ist. 2 Kilometer von wie vielen Kilometern? 2 hin und 2 zurück. 60 Kilometer hat der ganze Donauwaldwanderweg. Also es gibt etliche, ich glaube über 24 Paten, die immer so abschnittsweise was betreuen. Ich habe früher das mit meinem Mann gemacht und jetzt mit einer Bekannten. Zu zweit läuft sich's leichter. Und da laufen Sie immer hin und zurück und sammeln Müll auf? Manchmal lassen wir das Auto an einer Stelle stehen und das Auto am Zielpunkt, so dass man also bloß einen Weg gehen muss und nicht wieder zurückgehen muss.
Und das ist erstaunlich, wie sich die Natur da ganz total übers Jahr hin verändert. Man kann ja das so richtig beobachten. Wie oft sind Sie da unterwegs? So alle 3-4 Wochen einmal. Und das reicht? Ja. Was lassen die Leute denn da typischerweise für Müll liegen? Also bei der Donau direkt oft irgendwelche, Brotzeitpapiere, Plastik, was halt so einfach, oder Kaugummi, Papier. Im Donauwald selber drin eigentlich nix. Also das ist so dieser offizielle Weg an der Donau entlang, da liegt mehr rum. Da gibt's aber auch Sitzplätze, wo man sich hinsetzen kann, wo man sich ausruhen kann. Und dann direkt im Donauwald ist es eigentlich sauber. Warum machen Sie nur 2 Kilometer? Wenn Sie sagen, Sie gehen gern spazieren, Sie gehen gerne wandern, 2 Kilometer ist da lächerlich. Das sind 4 Kilometer, wenn ich hin und zurück gehe. Aber ich gehe nicht den Patenweg, sondern ich gehe auch sonst gern am Donauwald. Einfach verschiedene Abschnitte, die da möglich sind. Man kann ja von einem Bahnhof zum anderen gehen, sodass man dort also durchaus mit dem Zug ankommen kann. Dann gibt's Zubringer zu diesem Wanderweg. Also diese Zubringer gibt's, wenn man anfängt in Günzburg, in Offingen, in Gundelfingen ist ein Bahnhof, in Lauingen, Dillingen, Höchstädt. Also die eine Etappe ist zum Beispiel 11 Kilometer, andere ist 9, 13, 10. Also es sind so um die guten 10 Kilometer immer rum, diese Etappen. Hab ausgeschildert vom Bahnhof zum ursprünglichen Weg, also zum Donauwald-Wanderweg, kann bis zur nächsten Stadt entlang wandern und dann wieder zurück zum Zug, aber zu einer anderen Station. Wenn Sie angesprochen werden von Spaziergängern, von Wanderern, was wollen die von Ihnen? Wissen, was wir tun, oder manchmal eine Auskunft einfach, wie weit's noch bis zum nächsten. Sind zwar gut ausgeschildert von die Kilometer her, aber einfach so ein Plausch, ein Ratsch, eine Abwechslung. Oder man kann auch Leute anreden, die von woanders her sind, wo man einfach sagt, wie kommen Sie drauf, dass Sie jetzt bei uns da wandern? Im Donautal. Ja, aber also woher wissen die, tragen Sie dann entsprechende Kleidung? Also wir haben das wir müssen das nicht tragen, aber dass man erkennbar ist, wenn man wo einen Ast abschneidet oder einen Baum auf die Seite räumt und kein Vandalismus macht, ist es notwendig, sich so ein bisschen auszuweisen. So, der Wanderweg, wo führt der lang? Wo lang genau? Ist es immer entlang der Donau? Nicht nur, weil an der Donau ist ja ein Weg auch für Radfahrer ausgewiesen. Und die Zertifizierung von diesem Wanderweg war, möglichst auch viel zu Fuß gehen zu können, ohne dass die Radfahrer die Schneid abkaufen. So dass es ist ja auch nicht Ziel, möglichst schnell von A nach B zu kommen, sondern durchaus im Donauwald sich ein bisschen rumzuschlängeln, vielleicht sogar fast im Kreis zu drehen, um einfach die Natur, die Gewässer zu erleben, zu spüren, wie der Frühling kommt, der Wind dort geht, was für Geräusche es dort gibt. Es gibt an dem Weg viele Kneippbecken, weil in Dillingen war der Kneipp, sodass da einen Kneipp-Wanderweg gibt. Also das ist für den Sommer gerade wichtig und schön, auch für Kinder, dass die dann da einfach mit dem Wasser umgehen können und sich da drin erfrischen können. Sebastian Kneipp kam nämlich sogar aus Bayerisch-Schwaben und seine Ideen gehören seit 10 Jahren zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands, also Wassertreten, Wickel, Vollwertkost, Heilpflanzen und so. Wir haben im Feed auch noch eine ganze Sendung zum Thema. Dann gibt's an dem Weg entlang Rathäuser, die man besteigen kann, wo man dann von oben zum Beispiel auf Lauingen runter sehen kann. In Höchstädt gibt's ein Schloss, wo verschiedene Ausstellungen drin sind, durchaus sehenswert, von der bayerischen Regierung her gemacht. Dillingen als Stadt Schwäbische Rom genannt. Das Schwäbische Rom? Schwäbische Rom, Dillingen, ja, weil es also von den Gebäuden her so toll gebaut ist. Und früher Priesterkolleg war, wo Priester ausgebildet wurden. Also das Schwäbische Rom ist Dillingen. Durchaus sehenswert, mit Museum, mit Kirchen, die barock sind, also wirklich schön. Wenn ich sicher gehen will, dass ich Sie treffe, wo muss ich dann hin?
Wo halten Sie sich am liebsten auf? Es gibt auf dem Weg Liegen, wo man sich hinlegen kann, wo man dann zur Urdonau runterschauen kann. Also nicht die echte Donau, sondern wo das Bett ursprünglich gelaufen ist. Und da kann man sich hinlegen und wirklich faszinierend, wie da das Schilf dann im Herbst zusammenfällt oder dann wieder im Frühjahr ersteht, aufwacht, so dass man da also durchaus vom Auge her auch ganz viel machen kann. Es gibt auch eine Stelle, da sind Lilien, also im Donauwald. Das ist entlang vom Donauwaldwanderweg. Also man kann das schon beschreiben, wo die ist. Auf welcher Höhe? Oder sagen wir mal, von wo nach wo muss ich wandern? Von welchem Bahnhof zu welchem Bahnhof muss ich wandern, um da dran vorbeizukommen? Bei Steinheim ist es. Wenn ich von Steinheim runtergehe zur Donau, das ist so ein Zubringer, dann ist auf der linken Seite so ein Fluss, so eine Niederaue. Ich habe noch einen anderen Favoriten, das ist, ich sag mal, ein verkrebster Baum, weil der so verschnörkelt ist, der also dermaßen toll ausschaut. Wenn ich da vorbeigehe, mache ich fast jetzt mal ein Bild davon. Der Kneippwanderweg, das ist jetzt aber kein Wanderweg, wo ich die ganze Zeit durch kaltes Wasser laufen muss. Nein. Da sind verschiedene Stationen vom Kneipp geschildert, wo er sein Wasserritual gemacht hat, was sonst, also das sind 4, 5 Stationen übers Leben vom Kneipp. Wann ist die beste Reisezeit, wollte ich gerade fragen, aber es ist die falsche Frage. Also nicht im Winter. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Im Winter. Man sollte eigentlich der Natur eine Ruhe geben vom November bis Februar. Also, aber ich tue der Natur doch nichts, wenn ich einfach nur den Weg lang laufe. Das ist uns so gesagt worden, dass man da einfach ja, wenn es gefroren ist, wäre vielleicht der Boden fest, aber wenn der Boden weich ist und ich dann laufe, dann ist das nicht gerade das Beste für die Natur. Also so von März bis Oktober auf alle Fälle. Ist es voll? Es kommt drauf an, wenn Ferien sind. Auch in andere Bundesländer sieht man schon Leute, die einfach da sind und den Wanderweg machen. Weil man kann auch gut übernachten oder es gibt auch Zubringer, die Koffer transportieren, so dass also da durchaus das bequemes Reisen oder bequemes Wandern auch ist. Gibt's also so ganz, ganz tolle Möglichkeiten, sich selber eine Reise auch zusammenzustellen. Vielleicht so in 5 oder 10 Tagen, dass man sowas den ganzen Wanderweg dann macht. Oder auch nicht. Wir haben nämlich auch kürzere Rundwege, so zwischen 3 und 7 Kilometer lang. Die heißen Streifzüge und sind besonders zugeschnitten auf Spaziergänger, denen Landschafts- und Naturerlebnisse wichtig sind. Ich habe schon einen Fuchs gesehen, ein Reh gesehen und diese Biberspuren. Biberspuren? Ja, die schleifen dann so am Boden entlang raus aus dem Altwasser und gehen in die Felder und holen sich dort auch ihr Korn oder was sie halt vom Bauern so mitnehmen und essen. Also die Biberspuren sind ganz, ganz, ganz oft da. Finde ich dann auch die Dämme, also wo die Biber wohnen? Ja, es gibt auch Biberlöcher, wo wir schauen, dass, wenn man so ein Loch entdeckt, das eben der Stadt meldet oder dem Zuständigen, dass das dann zugemacht wird. Oder auch hingeschrieben wird, Achtung, Biberloch. Und warum gibt's hier Biber? Weil wir im Auwald sind. Auwälder sind also entlang von Flüssen bezeichnet, die von natürlichen Hochwassergeschehen des Flusses beeinflusst sind. Also es hat was mit Staunässe zu tun. Und dann gibt's eigentlich beim Auwald so 3 Stufen. Unten ist einmal so das Moos, das Gras, das Farn. Dann kommen so Büsche, Haselbüsche, die also so mittelhoch sind. Und ganz oben kommen dann diese riesigen Bäume, die ganz oben sind dann das ist dann wie so eine Wand. Pappeln, Kiefern. Das kann man richtig in 3 Teile einteilen. Und diese Wand ist also ganz typisch dann, dass die hinten dann quasi rauskommt, dann weiß man, das ist der Auwald. Wenn ich dann da langlaufe und am Wegesrand steht Bärlauch, darf ich davon was mitnehmen? Wenn man kennt schon. Jetzt aber bitte nicht Bärlauchtourismus machen, das Zeug körbeweise sammeln und dabei den Wald ruinieren. Das ist sogar verboten. Eine Handvoll für den Eigenbedarf allerdings ist kein Problem. Außer wenn man nicht genau hinguckt. Man kann leicht mit Maiglöckchen verwechseln. Und die sind giftig. Ja.
Dann hat sich das mit meinem Bärlauchabenteuer jetzt auch erledigt. Aber die meisten kennen den Bärlauch und der riecht auch nach Knoblauch. Also, und das ist wirklich bloß am Stiel. Die Blätter sind ähnlich und die Maiglöckchen haben so einen geraden Stiel und der Bärlauch geht so auf. Wem der Wald, die Auen, die Kapellen nicht reichen, wer nicht bloß auf Bänken an der Donau chillen und Biber gucken will, findet entlang der Strecke auch noch genug anderes zum Anschauen. Für Stadtfreunde abseits der Donau die beiden Kleinstädte Krumbach und Wertingen. Und malerisch gleich an der Donau Günzburg, Gundelfingen, Lauingen, Dillingen oder Höchstädt. Franziskanerinnen finden wir im Kloster Maria Medingen, die Wallfahrer begeben sich nach Maria Vesperbild und alle Nase lang kommt auch ein Beobachtungsturm, von dem aus man sich die Gegend von oben ansehen kann. Und die Links ins Schwäbische Donautal findet ihr in den Shownotes.